Nintendo. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, sinnlosen Let's Play und das Mal möchte ich euch einladen zu Mario Kart 64 und wir tun hier gerade das Intro noch ein bisschen laufen lassen. Jetzt kurz in eigener Sache, ich habe ja Super Mario 64 ein bisschen mehr schlecht als recht noch gespielt, also durchgespielt, wir haben es beendet, wir hätten aber noch nicht alle Sterne geholt und bin mir am überlegen, ob ich dort vielleicht noch ein paar Backtracking-Folgen machen soll, wenn ihr das wollt und wir sehen, wie sich der Retrocast noch ein bisschen blamiert beim Sternchen sammeln, dann schreibt da doch in die Kommis, dann werden wir das natürlich auch machen. Dann würden wir eigentlich loslassen im Einzelspielermodus, versteht sich, und ich denke, das Ganze ein bisschen anspruchsvoller wird, spielen wir es im 150 Kubik durch. Da stellt sich eigentlich noch die Frage, der Todd oder der Yoshi. Ich glaube, wir machen da die erste Folge mal mit dem Todd. Okay? Und dann hätten wir eigentlich die vier Gradpreis oder Gaps zum Auslesen und wie soll es auch anders sein? Wir fangen mit dem Mushroom Gap einfach mal an. Ja, seht ihr jetzt, die Spielstände hier nicht extra gelöscht, weil ja, ich glaube beim 64er Modul weiß ich es auch gar nicht, ob wir es können löschen überhaupt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es gibt schon irgendwie eine Möglichkeit, aber und nächste Stunde möchte ich sagen, sind ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich habe das Mario Kart auf dem 64er schon ähnlich lang nicht mehr gespielt wie Super Mario 64. Ja, und schießt die selber aber mit den Rennen. Ich habe das Mario Kart schon gleich lange nicht mehr gespielt wie Super Mario 64, daher ja, wird es noch anspruchsvoll sein da auf 150er Kubik, auch überall. Erste werden wird uns wahrscheinlich auch nicht überall gelingen, aber der Mario hat da schon mal eine schöne Distanz. Die ist da schon mal schön davor gefahren. Da hat es, jetzt haben wir schon einen gehabt, da haben wir jetzt schon einen gehabt. Ah, jetzt haben wir uns selber abgeschossen, indem wir das Gefühl hatten, wir können den Donkey dort noch mitnehmen. Ja, was noch ist, man muss mindestens Vierter werden, um überhaupt weiterzukommen. Und Erste werden wir klar wahrscheinlich schon nicht mehr. Einmal, wo ist der Mario? Ja, also wenn wir so ein Zeug machen, dann natürlich nicht. Aber mal, es langt wahrscheinlich gleich noch. Und dann hätte ich das erste Rennen wenigstens als Erste geschafft. Ja, ich weiss, ich bin halt der Typ, der nicht allzu viel redet bei der Aufnahme. Und auf 150 muss man sich auch ein bisschen konzentrieren. Und ja, dann kommt man da zu dem Resultat und wir hätten das erste Rennen gewonnen, darum haben wir 9 Punkte über, der zweite 6, 3 und 1 und der 5. bis 8. Platz bleibt leer, da gibt es keine Punkte. Dann hätten wir Mumu Farm im Mushroom Gap.
Blindstart hätten wir auch schon mal verpasst. Das Langdriften auf eine Seite dürfen wir auch nicht, das ist auch gefährlich. Aber ein Tor müssen wir noch verschreien. Der Bowser hat uns da überholen, aber wir haben uns gleich. Der Mumu-Farm ist eine von meinen Lieblingswelten, auch wenn sie nicht wirklich so anspruchsvoll ist, aber ich fahre sie gleich noch gern. Ja, und zu viel Richtungsänderungen sollte man auch nicht machen beim Steuern, weil sonst verschweizt es ein, also man würde in eine Banane reinfahren. Ah, dann nicht sehr viel, tschüss, wir nehmen wieder selber runter. Das sieht sehr gut aus, dass wir das zweite rein auch. Nein, nicht. Auch als erste abschliessen. Gut, anspruchsvoll wird da der 150er erst wirklich bei den nächsten Bahnen dann. Was ein bisschen schade ist, dass der Mario wieder direkt hinter uns ist, von den Punkten her. Und da wieder 6 Punkte, wo wir unseren Vorsprung noch um 3 Punkte ausbauen. Wenn er einen Platz weiter hinten gewesen wäre, so dritte, dann hätten wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Punkte Vorsprung. Ja, das ist ein bisschen schade, aber dann müssen wir halt einfach mal schauen, wie es uns in der dritten Bahn, der Koopa Troopa Beach, geht. Da hätten wir mal den Superstart verwünscht. Hat zwar ein bisschen komisch ausgesehen, ehrlich gesagt, aber egal. Abkürzung da vorne das Tunnel durch, aber das ist eigentlich mehr oder weniger noch zu empfehlen, wenn wir wild sind. Nein! Genau in Krebs hineingefahren. Ich habe es eigentlich noch ein bisschen schwerer in Erinnerung gehabt auf dem 150er gegeben, aber ich glaube, das sind dann wirklich vor allem die anderen Bahnen. Dann schiessen wir uns wahrscheinlich wieder selber runter dort bitte. Ja. Das ist auch nicht so gut gewesen. Aber der Bowser hat diesen Fall gemacht und ist direkt in den Baum hineingefahren. Natürlich auch nicht von ihm. Dann wären wir schon in der letzten Runde. Er fährt in seine eigene Banane rein, wenigstens können die Gegner das auch. Das ist doch auch schön. Und nicht immer nur selber in die eigenen Hindernisse hineinfährt. Da vorne hätten wir auch noch geradeaus können. Egal. Bowser hat uns sogar schön zwischen den Bäumen durchgeschupft. Aber leider ist der Mario wieder vorgekommen, hat der Bowser noch überholt. Ja, das ist ein bisschen schade.
zumindest hätten wir jetzt 9 Punkte Vorsprung. Das heisst, den 4. Platz in der letzten Bahn für uns lange natürlich zum den Cup da zu gewinnen. Darum bin ich ziemlich zuversichtlich. Oder können wir mit sehr grosser Zuversicht ins letzte Rennen hineingehen. Kalimari Desert. Haben wir jetzt für den Start wieder verpasst. Ja, da meine ich, wenn man zu lang drauf bleibt, dann verschweizt es einen auf das Mal. Da ist jetzt nicht mehr es schaffen kann, der Fahrer. Ah, Schwein kam. Da schon wieder ein Gegner hinein war, den wir gehört, und zwar der Yoshi. Ciao. Als Schattenfahrer hat im Fall, Windschattenfahrer hat dort im Fall auch funktioniert, haben wir jetzt gerade gesehen. Der Jöschens will uns plagen da, hä? Aber er fährt die Banane, das ist mal gut für uns. Aber wenn das wir nicht in die Banane reinfahren, dann ist das gut. Die anderen Gegner auf der Karte sind da ja relativ weit weg. Ja. Super. Super gemacht. Das Driften habe ich da nicht mehr so wirklich im Griff wie früher noch. Das war schon besser gewesen. Scheiße gewesen. Aber der Mario wäre noch auf 3. Platz, also auch wenn jetzt der Yoshi da noch der Yoshi macht uns den Gefallen und fährt mit Bananen nie, das ist doch ganz schön. Ja, dann ist die letzte Runde mal ist die schnellste gewesen, das war noch so knapp. Ja, hätten wir den ersten Cup souverän mit voller Punktzahl beendet. Dann bin ich jetzt ehrlich gesagt eher ein bisschen überrascht. Aber sagen wir natürlich auch nicht nein. Siegerzeremonie nehmen wir gerade auch noch mit. Ja, ich weiss, die Aufnahmequalität ist da natürlich halt auch wieder eher ein bisschen schwach, aber ich spiele da auch wieder direkt auf Nintendo 64. Darum, ja, ist halt mein Kanal Retrocast, ich spiele halt gerne auf der alten Konsole und nicht irgendwie auf einem Emulator oder so. Auch wenn dort die Grafik meistens eher noch ein bisschen besser ist, das Ganze ein bisschen aufgehübscht worden ist, aber ja, ist jetzt halt wie es ist. Der Yoshi hat sich, glaube ich, da mit dem letzten Rennen mit dem 2. Platz und ziemlich weit vorne geschoben in der Rangliste. Dass er da noch Dritter geworden ist in dem Fall, weil die einzigen zwei wirklich regelmäßig in den Punkten und weiter bei den Punkten sind, ist wirklich der Top Mario gewesen. Und es ist halt jedes Mal wieder schön. Und halt auch die Musik ist einfach cool, ja.
Ja, da wäre es im Fall gewesen von der ersten Folge. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Und in dem Fall sehen wir uns im nächsten Cup dann auf 150 wieder. Schauen, ob es dort auch so reibungslos läuft oder ob es dort gleich der ein oder andere Fehlversuch gibt. Lasst euch überraschen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.